Also ganz herzlichen Dank hier ans Lobpreisteam und deine Führung auch von diesem musikalisch und gesanglichen Teil. Ich habe das sehr, sehr hinführend gefunden. Vor allem das letzte Lied. Ich bin nicht so gut im Auswendiglehre und Liedtext und so, aber du hast auch gesagt und betet so, egal wo du stehst, Jesus überblickt das. Und das war ein ganz, ganz toller roter Teppich jetzt auch für meine Predigt. Also herzlichen Dank für eure Hinführung. Ich habe das sehr, sehr passend und sehr, sehr toll gefunden. Genau. Ja, der Hans-Uli hat schon gesagt, also ich habe euch so ein thematisches Kuchenstück mitgebracht, nämlich ein Bollwerk gegen Angst und Furcht. Und damit es auch passt, Justin, könntest du vielleicht gerade mal die erste Folie einblenden? Oh, das ist ein machtvolles Bild. Also ganz, ganz ursprünglich kommt meine Frau nicht von der Nordseeküste. Also ich bin hinterm Deich geboren worden, das ganze Nordwestdeutschland und da gibt es auch immer wieder mal Sturmfluten, aber vor allem in den Niederlanden. Das ist jetzt ein Bild von der Schutzanlage. Die Niederländer gewinnen ja ganz, ganz viel Land aus dem Meer und das muss abgesichert werden und das ist ein mega riesiges Bollwerk. Also sehr, sehr beeindruckend. Und wenn da Sturmflut droht, werden die Sachen hochgezogen und dann kann die ungetüme Nordsee dort kein Land überschwemmen und wieder zurückgewinnen eigentlich. Ja. Genau, aber meine Frau und ich, wir sind seit bald 40 Jahren sind wir in der Schweiz und sind auch E-Bürger. Also nur zum das sagen, aber das ist so prägnante Erinnerung. Also ich weiß noch 1963, da bin ich 4 Jahre alt gewesen, da weiß ich noch, wie mein Vater Stiefel aus dem Schrank nehmen musste, mitten in der Nacht. Also ich stand da wie erschlagen und erstaunt, weil eine Sturmflut gedroht hat. Und alle Männer mussten da auf den Deich und den Deich sichern und so. Also von dem her prägt mich das immer noch sehr, sehr stark, so dieses Ungetüme, dieses Kraftvolle, dieses Mächtige und wie kann man damit umgehen, wie kann man es sich zunutze machen, aber wie kann man sich auch schützen. Also das nur ganz kurz zum Hintergrund auch von diesem Bild. Und der Bibelabschnitt, den ich euch gerne kurz lesen möchte, und da kommt dann gleich die Kernstelle, ist aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 5 bis 8. Der Paulus schreibt hier an den Timotheus und man schätzt, dass er so um die 20 Jahre alt gewesen ist damals. Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, denselben Glauben, der auch schon in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike lebte. Und der nun, da bin ich ganz sicher, auch in dir lebt. Darum ermahne ich dich, lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände auflegte. Und jetzt kommt die Stelle, Vers 7. Denn Gott hat uns und dir, lieber Timotheus, nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich also wegen dem, auf der Grundlage, weil das so ist, bekenne dich also offen und ohne Scheu zur Botschaft von unserem Herrn. Schäme dich nicht meinetwegen, weil ich für ihn im Gefängnis sitze, sondern sei bereit, mit mir zusammen für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Also für mich eine sehr, sehr imposante Stelle. Und das ist jetzt die Kernstelle, auf die ich gerne hinleuchten möchte jetzt. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich würde mal sagen, das Thema von heute Morgen ist vielleicht das zentrale Thema der Heiligen Schrift überhaupt. Also man kann das aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen und sagen, was ist wirklich zentral. Man könnte auch sagen, nach
1. Mose 3 spielt alles von der mega riesigen Rettungsaktion Gottes mit der Erde, mit seinen Menschen. So könnte man es auch sagen. Aber ich sage es mal so, jemand hat das vor Jahren mal durchgezählt, offensichtlich. 365 Mal anscheinend steht in der Heiligen Schrift, fürchte dich nicht. Lass dich nicht lahmlegen durch den Geist der Furcht. Und deswegen ist das so zentral. Und die zentrale Frage, meine ich, auch in der ganzen Heiligen Schrift, ist die Frage, wer hat die Macht in deinem Leben? Und es hat ganz, ganz viel mit dem Thema Mut und Furcht zu tun. Und ich habe gefunden, das möchte ich ganz kurz heute Morgen ausrollen. Und Thema eben ein Bollwerk gegen Angst und Furcht. Mein erster Punkt ist, und danke Justin, du hast schon die Folie angestellt. Das ist so die Grafik da auf der linken Seite, die mit einem dicken roten Strich durchgestrichen ist. Dieses bekannte Gemälde von einem norwegischen Künstler. Dieses Gemälde heißt ganz einfach Angst. Und wenn ihr das kennt, also da gefriert einem das Blut wirklich in den Adern. Das spricht so von Angst und Panik und Druck. Also der erste Teil, Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit oder der Furcht gegeben. Und ich finde das so toll an dieser Stelle, wie Paulus hier Klartext redet. Zu dem Jungen offensichtlich immer noch ein bisschen angstvollen Timotheus, der oft Bammel hatte. Denn er war auch ausgesandt von Paulus, dass er Gemeinden gründen sollte und so. Und das alles so im jungen Alter, Anfang 20. Es ist wahnsinnig. Und er sagt ja auch als Begründung, ich wiederhole mich da gerade, ich sage dir das deswegen, damit du dich ohne Furcht zum Evangelium bekennst und bereit bist, wenn nötig, mit mir auch zu leiden. Also das ganze Thema nicht der Geist der Furcht. Pfui zum Geist der Furcht. Ich gebe ein paar Kostproben durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Abraham hört vom lebendigen Gott, dass er in hohem Alter mit 75 in die Fremde aufbrechen soll. Und Gott versichert ihm, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Der Engel sagt es Maria, Weihnachten, bei der Ankündigung der Geburt von Jesus Christus. Fürchte dich nicht. Die Maria war natürlich total geschockt angesichts von dem, was der Engel ihr da sagte und aufgetragen hat. Die Hirten, die lieben Hirten mit ihren Schäfli, mitten in der Nacht. Also uns begegnet ja Weihnachten immer so als oberharmlos eigentlich. Also da in dem Bethlehem, also ist jetzt nicht unser Thema, aber ich sage es nochmal, da ging wirklich die Post ab. Das war ein machtvoller Eingriff vom lebendigen Gott in diese Welt, und das sage ich ganz bewusst, in diesem Kuhdorf Bethlehem. Das ist ein Kaff gewesen. Und jetzt die Hirten bei ihren Schäfli, oder? Sternklare Nacht, hüten die Schafe, vermutlich alles ruhig. Und plötzlich sehen die Hirten die Menge der himmlischen Heerscharen. Heerscharen sind himmlische Soldaten. Das war der totale Schocker mitten in der Nacht für diese Hirten. Und der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Ganz, ganz interessant. Die Frauen am leeren Grab, das war ja auch der Schocker vom Ostermorgen. Der Engel sagt, wo der Felsblock vor dem Grab weggerollt war, fürchtet euch nicht, sagt der Engel zu den Frauen. Paulus sah im Gefängnis dem Märtyrertod entgegen. Und Gott sendet einen Engel und er sagt, fürchte dich nicht. Oder jetzt hier, Paulus sagt zum Timotheus, fürchte dich nicht, Gott wird dir Kraft geben. Und noch viel besser, Timotheus, und jetzt können wir uns alle dort einsetzen, Gott hat dir nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, den Geist der Liebe und den Geist der Besonnenheit. Und ich glaube, das war irgendwo auch der rote Faden von dem, was der Verni uns gerade erzählt hat.
aus seinem Erleben. Er hat zwar nicht an dich appelliert, so wie ich das heute Morgen ein paar Mal machen werde, aber er hat es ja wie so modellhaft uns vor Augen gestellt. Hat mich sehr beeindruckt, wie er auch deutlich gesagt hat, es ist so gut, auf den Herrn vertrauen. Er hat für mich gesorgt. Und unterschwellig signalisiert er ja auch, du und du und du und wir heute Morgen, macht's mir doch nach, wenn es nötig ist. Oder? Fürchtet euch nicht, denn es gibt den einzig wahren, lebendigen Gott, der stärker ist als Corona. Um mal dieses Beispiel jetzt zu nehmen. Und letztlich diese ganze kurze Liste aus der Heiligen Schrift von fürchte dich nicht. Nimm jetzt bitte dein Leben oder noch ein bisschen überschaubarer, deinen aktuellen Alltag. Und ich würde da gerne 1 Minute Zeit geben. Besinne dich ganz kurz, wo es dir eigentlich immer wieder schmuch wird und die Luft wegbleibt und weil du dich fürchtest und Bammel hast und Angst hast, verkrampft sich auch immer wieder manches und du schläfst auch schlecht und es ist alles so angespannt. Nimm jetzt bitte mal diese aktuelle Situation, deine eigene, die du auch vermutlich nur kennst. Ich kenne das nicht bei dir, ich kenne das bei mir. Nimm die Situation jetzt bitte und stell sie dir vor Augen. 1 Minute Zeit für diese Eigenbesinnung. Ganz kurz. Wer Furcht hat vor einer eventuell schwierigen Diagnose, wer Angst hat vor einer Prüfung oder einem Examen, ich weiß sehr genau, wovon ich spreche. Ich kenne bei mir schon immer Prüfungskoller. Wer Angst hat, Furcht hat vor dem Verlust einer Arbeitsstelle oder das eigene Leben nicht mehr in der Hand zu haben, oder wenn du deine eigene Situation anschaust, da braucht es vermutlich mehr als, ja komm, Kopf hoch, wird schon wieder werden. Das sind so diese diesseitigen Appelle und diese billigen Ermutigungen, die dann ja in Tat und Wahrheit meistens nicht weiterhelfen. Da braucht es mehr. Und das möchte ich gerne kurz mit euch anschauen. Und es sind 3 Punkte, ihr seht dieses Dreieck auch. Der Geist der Furcht, der Geist der Kraft, der Geist der Liebe und der Geist der Besonnenheit. Das schenkt Gott uns. Und ich möchte ganz kurz zeigen, was bedeutet das und wie kannst du das in dir Wurzeln schlagen lassen. Also das eine ist mal, dass die linke Seite ganz klar ist, Gott hat nicht gegeben den Geist der Furcht. Das ist Pfui, das braucht es nicht, das nützt auch nichts, das lassen wir auf der Seite. Sondern Gott hat gegeben den Geist der Kraft. Und das ist sehr, sehr interessant, dass das Wort dort im griechischen Neuen Testament, das kommt eigentlich von Dynamik und hat mit Dynamit zu tun. Da haben wir das heute noch, auch in unserer Sprache. Das heißt, wenn Gottes Kraft, der Geist der Kraft, sich Raum schafft, dann gibt es Bewegung. Dann ist fertig mit Erstarrung.
dann ist fertig mit fixiert sein. Dann ist fertig mit Albträumen, wo man vielleicht die Auswirkungen dieser blöden Situation, in der man sich möglicherweise befindet, indem man das immer anschaut. Und dass es einen lähmt. Damit ist fertig. Gott hat dir gegeben den Geist der Kraft, den Geist des göttlichen Dynamits. Kann man auch in eins setzen mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Geist der Kraft. Gott hat dir gegeben den Geist der Kraft. Das ist das totale Gegenteil zu Geist der Furcht, der lahmlegen will, der dich an die Wand drücken will, der dich in die Ecke schieben will, der dir die Luft wegnehmen will. Der Geist der Kraft, der Geist des Dynamits. Da kommt Bewegung und Schwung hinein. Und ich möchte euch das wirklich zeigen, wenn ihr selber mal in der Heiligen Schrift schaut. Ich möchte nur ein kleines Beispiel euch kurz berichten. Da gab es ja diese Episode nach der Wüstenwanderung, dass dort Mose Kundschafter losgeschickt hat, um das neue, das verheißene Land, Auszug aus Ägypten und jetzt nach 40 Jahren das verheißene Land, das Land Kanaan, das heutige Israel, auszukundschaften. Und dann kamen diesen Kundschafter zurück und die große Mehrzahl, bis 2 von ihnen, waren geprägt vom Geist der Furcht. Da sind Riesen in diesem Land, die werden uns fressen, also Originalton Bibel, die werden uns fressen wie Brot. Wir haben da keine Chance und haben mit dieser Haltung der Furcht und des Klagens und des Jammerns ganz miese Stimmung verbreitet unter den Israeliten, unter dem Volk Israel. Aber 2 waren geprägt vom Geist der Kraft. Die haben mehr gesehen, weiter gesehen, kannten den lebendigen Gott. Und das waren Josua und Kaleb. Und die waren vom Geist der Kraft geprägt. Und da heißt es in 4. Mose, Kapitel 14, dieser Geist war in Josua und Kaleb, die zu den verzweifelten Leuten sagten, weil der Herr uns gnädig ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und versteht ihr? Der Geist der Kraft, das ist der Glauben an den Realismus. Das, also überzeugt sein von dem, was ist. Nicht nur das Bedrängende ist da, sondern vor allem für uns als Christinnen und Christen, und das ist das große Privileg, der lebendige Gott, der Heilige Geist, der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Das ist auch Realität, und zwar nicht 50-50, sondern machtvolle Realität über allem. So wie in eurem Lied vorhin, Jesus höher, jetzt glaubt Kaiser, das Lied. Genau, Jesus über dem Ganzen. Sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und übrigens, hier in diesem Zusammenhang in 2. Timotheus, Kapitel 1, da sagt Paulus ja diese Ermutigung an den Timotheus, damit er selber auch wagt, sie's Muluf z'mache und das Evangelium zwischen seinen Zähnen hervorkommen lassen. Das heißt, mit anderen Menschen über Jesus Christus austauschen, das Evangelium teilen mit anderen. Und der Paulus wusste, der junge Timotheus, der hat da oft auch Bammel. Und deswegen diese Ermutigung. Und vielleicht merkt ihr, wie sich jetzt der Kreis schließt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wir haben ja bald Auffahrt. Und in dem Zusammenhang lesen wir, dass Jesus sagt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Der Geist der Kraft. Nicht zum Genießen, sondern zum Widerstand erzeugen. Den Geist der Furcht außen vor zu lassen. Wissen, was Realität ist, der Glaube des Realismus, was Realität ist. Und das sehen wir als Christinnen und Christen
Viel, viel mehr als Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Also ich möchte das nur deutlich machen. Man redet jetzt im Moment immer so viel von den Privilegierten. Ja. Aber ich würde mal sagen, wir als Christinnen und Christen sind privilegiert. Unser Horizont ist der breite Horizont. Wir wissen, was vor Augen ist und wir kennen noch eine ganze Realität und Dimension, die man nicht einfach mit menschlichen Augen sehen kann, sondern wozu man den Heiligen Geist braucht. Auch, dass man sich zu Jesus Christus hinwendet, ihn ins Leben einlädt, sodass Jesus Christus selber uns die Augen öffnet und wir sehen, was auch noch über der sichtbaren Realität unsichtbare Realität ist, erfahrbare Realität. Das ist, ich würde fast sagen, wie ein Geheimnis und doch ist es sonnenklar. Und die ganze Heilige Schrift, das wissen wir ja, was von der unsichtbaren Welt, was wir wissen, wissen wir ausschließlich durch die Heilige Schrift. Ich möchte euch wirklich motivieren, euch einladen, nehmt auch selber die Heilige Schrift immer wieder in die Hand. Ich meine, das kann der Pastor nicht leisten am Sonntagmorgen. Die Heilige Schrift selber ist der Appetizer für den Blick auf die Realität vom Reich Gottes. Und es ist kein altes Buch im Sinn von nicht aktuell. Also das nochmal so ein ganz, ganz kleiner Exkurs. Also wir als Christinnen und Christen sehen viel mehr, wissen viel mehr. Und deswegen können wir damit für uns etwas machen, dass Gott uns den Geist der Kraft geschenkt hat. Und als zweites sagt der Paulus auch wieder, sondern Gott hat uns gegeben den Geist der Liebe. Ihr kennt dazu vielleicht diese eine Schriftstelle. Es ist die Liebe zu Gott, die die Furcht vertreibt. Hochspannend. Also es ist die Liebe zu Gott, die jetzt dazu kommt, zum Geist der Kraft. Und deswegen können wir uns immer wieder aufrichten, weil wir den liebevollen Blick auf Gott haben und den Blick auf den Gott, der uns selber über alles schätzt. Aber es ist ganz sicher hier auch gemeint und vielleicht zuvorderst sogar der Geist der Liebe zu den Menschen. Nichts ist schlimmer, als wenn Christen, ich sage es mal aufgrund einer problematischen Theologie, wie Bulldozer durch die Gegend fahren und durch die Gegend laufen. Alles ist perfekt, ist alles gar kein Problem. Du musst doch nur richtig glauben, dann gelingt dir alles. Positive, so diese positive, sogenannte Positivismus, sagt man dem auch. Also das kann Furcht einflößen. Ich meine Liebe und Wertschätzung zu Menschen, die ja auch darunter leiden, dass sie ohne Gott leben müssen. Und deswegen auch der Timotheus, der doch sich trauen soll, mit Menschen das Evangelium zu teilen, das kann ja ausschließlich aus einer Haltung der Liebe und der Wertschätzung für noch nicht glaubende Menschen auf eine ganz gute, einfühlsame, aber auch klare Art und Weise geschehen. Und deswegen ist der Geist der Liebe hier an dieser Stelle, jetzt gerade im Blick auf das Anliegen von Timotheus, ganz, ganz wichtig. Und dann der Geist der Selbstbeherrschung oder der Besonnenheit. Man kann das sehr unterschiedlich übersetzen. Also beides ist richtig. Nehmen wir mal den Geist, also Gott hat uns gegeben den Geist der Selbstbeherrschung. Das ist der Geist und die Haltung, dass wir uns nicht gehen lassen. Man kann sich ja auch in der Furcht und Angst auch so richtig einrichten. Und dann ist man nicht einmal offen für gute, hilfreiche Ermutigung. Heißt hier auch, sich nicht treiben lassen von Feigheit, von Furcht und Angst, sich davon nicht überrollen lassen, sondern auch wissen, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich merke, dass mich die Angst, die Furcht lähmt. Und Selbstbeherrschung ist das eine, wach werden. Ich lasse mich nicht beherrschen, sondern ich nehme mich selbst jetzt auch in die Hand. Ich tue was. Und jetzt kommt die Besonnenheit.
das kann man dann, wenn man weiß, was eigentlich gespielt wird. Was ich eben sagte, wenn ich weiß, ich bin Teil vom Reich Gottes und das Reich Gottes, das Reich des Lichtes ist enorm viel machtvoller als das Reich der Finsternis. Jesus Christus hat durch seinen Kreuzestod und am Ostermorgen und jetzt Auffahrt, das ist ja der wichtigste Festtag für uns Christen, Auffahrt, die Thronbesteigung vom Sohn Gottes, von Jesus Christus. Also das ist noch wichtiger, also noch topper, noch prioritärer als Ostern. Und jetzt zu wissen, ich in meiner Situation, ich schlafe schlecht, ich spreche hier auch von mir, ich schlafe zum Beispiel jeden Sonntagmorgen, wenn ich irgendwo am Predigen eingeladen bin, zum Predigen, ich schlafe schlecht. Ist blöd, aber ja. Der Kopf weiß, es ist blöd und das Herz sagt, wart mal ab, wie das wird. Oder? Also ganz doof. Aber ich weiß dann auch, was los ist, wo die Kraft ist, dass ich jetzt die Feigheit und die Furcht, dass ich da die Tür zumache, mich trenne davon, mich im Gebet auch lossage von diesen blöden Anfeindungen oder da holländisches Bollwerk, dass ich die Luken hochziehe, dass ich zumache, mich trenne von der Furcht, die mich lähmen will, indem ich den einzig wahren, lebendigen Gott, dem ich gehöre, dem lebendigen Jesus Christus, zu ihm kurz bete. Übrigens, wie der Versuchungsbericht von Jesus, Matthäus 4, oder? Der mit der Heiligen Schrift dem Satan Kontra gegeben hat. Mit der Heiligen Schrift in der Hand. Und das ist was ganz anderes als Kopf hoch, tu doch nicht so blöd, hey, Bauchebene, sowas von albern, du bist doch schon längst entlarvt durch meinen Kopf. Also das wäre rein menschlich. Aber ich wache dann noch auf und anstatt jetzt immer wieder versuchen einzuschlafen, bete ich dann kurz, separiere mich von der Furcht, indem ich das fokussiere, was wirklich die Macht und die Kraft hat, nämlich der lebendige Jesus Christus. Und dann kann ich viel, viel besser weiterschlafen. Das ist also die Besonnenheit. Man kann auch sagen, den Überblick behalten. Nicht einfach gefressen werden von der Furcht oder der Angst. Im Namen von Jesus Christus die Kontrolle übernehmen. Das tönt jetzt ein bisschen großartig, aber ich meine das auch so. Im Namen von Jesus Christus die Kontrolle übernehmen. Nicht aus eigener Kraft. Justin, vielleicht kannst du noch mal jetzt die letzte Folie einblenden. Diesen Spruch habe ich gefunden, kann die Quelle nicht mehr sagen. Wenn die Furcht an meine Tür klopft, dann schicke ich den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit hin. Das gefällt mir. Und versteht ihr, wenn man so denkt, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern, ihr merkt, da ist richtig eine Distanz auch drin, sondern den Geist der Kraft, den Geist der Liebe und den Geist der Besonnenheit oder der Selbstbeherrschung. Oder als Berater spricht man auch von der Selbstreflexion. Müsst ihr euch jetzt nicht merken, das ist ein ganz schlauer Begriff. Einige aus dem Bildungswesen hier vielleicht kennen den Begriff auch. Also, und ich sage noch was ganz Schlaues, müsst ihr euch auch nicht merken, aber ist trotzdem toll. Im Namen von Jesus Christus auf die Metaebene gehen. Nicht im ganzen Gewühl und sich ärgern und so aussteigen. Vogelflugperspektive, wissen, sehen, sich klar machen, was los ist, wo die Lösungen liegen, nämlich bei Jesus Christus. Mir fällt schnell dann mal 2. Timotheus 1, Vers 7 auch ein und das nehme ich mir zu Herzen und ich bete das und beziehe Stellung und wie dieser schöne Spruch sagt, ich mache da gar nicht erst auf, sondern ich lasse die Tür zu. Im Namen von Jesus Christus, den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung hinschauen. Sich besinnen heißt also,
nicht aus dem Bauch heraus denken und kreisen, sich nicht ergeben, nicht nachgeben. Die Situation ist, wie sie ist, die wird dadurch nicht einfach weggeschoben, aber ich darf auf Distanz gehen und ich weiß, wo die wahren Kraftquellen sind und kann damit viel, viel besser umgehen. So, jetzt ist die Zeit eigentlich so gut wie abgelaufen. Das ist ja schön, eine ziemliche Punktlandung, das freut mich, weil ich bin eigentlich nicht so der Wenigredner, aber das passt jetzt, glaube ich, ganz gut. Deswegen möchte ich gerne schließen so mit einem Satz, den ich schon ganz lang kenne und den ich immer wieder toll finde. Was heißt Glauben? Glauben heißt nach dem greifen, was da ist. So, und jetzt schließt sich der Kreis. Ich habe euch vorhin eingeladen. Bitte nimm jetzt deine eigene Situation, halt sie dir vor Augen. Ich kann ja nicht für dich die Praxisbezüge herstellen. Was heißt das praktisch? Das kannst ja nur du selber. Ich kenne nur meine Praxis und mein Leben. Aber du kennst deine Praxis und dein Leben. Also für mich eine ganz wichtige Unterscheidung. Und deswegen möchte ich euch gerne sagen, Glauben heißt nach dem greifen, was da ist. Und der Geist der Kraft, der Geist der Liebe und der Geist der Besonnenheit oder Selbstbeherrschung steht dir zur Verfügung. Mach ernst mit gewissen Teilen dieser Predigt. Wende du das auf deine Situation, auf dein Empfinden, auf dein Bauchgefühl und da, wo du drin steckst und wo es immer wieder eng wird für dich, wende es für dich an. Ja, das war meine Predigt. Ich bin nicht so der Freund von pathetischen Schlüssen und so. Ich glaube, das ist so das, was ich sagen wollte heute Morgen. Und ich würde noch gerne beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir immer wieder neu, dass du kein Hirngespinst bist, sondern wirklich Realität. Der Auferstandene von den Toten, der alles überblickt auch, der auch an Auffahrt, wir erinnern uns dann auch wieder und vergegenwärtigen uns das, zur Rechten Gottes sitzt und uns dort auch vertritt. Herr, du gehst so fürsorglich mit uns um. Und ich bitte dich darum, dass wir immer wieder aus unseren Schneckenhäusern, Mauselöchern herauskommen, uns nicht eingrenzen lassen, behindern lassen, sondern immer wieder neu auch in die Freiheit hineintreten, die du auch jedem und jeder von uns auch wirklich zur Verfügung stellst. Und so bitte ich dich, Herr, dass es doch einige sind, auch heute Morgen, hier präsent oder auch virtuell, so vor dem Bildschirm, die wirklich gewisse Inhalte jetzt auch für sich nehmen, dein Wort auch nehmen, Stellung beziehen, sich vor Augen halten, wie wirklich die Realitäten sind und dass es ihnen dabei besser geht, Herr, dass du Gelingen schenkst, dass wir dabei Segen erleben dürfen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns damit überrascht. Amen. Amen.